Bonjour hai bei Mirch TV. Genné op dem Dach wo ma als lächt Emissionioun hai gesandt hunn de 15. Juli respektiv schon die Nøcht firrunn ass eng schrecklech Naturkatastroph iwwer d Land gezzun, vun der Mirch nieft verschiedenen anderen Ortschaften mat am urchten getraff gouf. 3 Flüss, die d'Wässer net mi packen, hunn bannen kurzer Zeit Kelleren an Häuser iwwerschwemmt a fir en enormen Schut gesuercht. E grosse Merci awoch nach fir die enorm Solidaritéit, die sech bei so Katastrophen ëmmer spontan weist. Do sinn Sächen a Sue gespennt ginn a fir allem Därm opgestrëppt an einfach mal eng Hand mat ugepackt ginn. Wir wünschen alle Betroffenen weiterhin viel Courage, an et fällt dann noch schwéier op den nächsten Sujet iwwer zu goen, wo dem Summer Vakanz an fir allem Vakanz heim geht. Nieft immer méi Leiit, die Vakanz am egene Land machen, sind natürlich auch viel ausländsch Touristen den Moment zu Lützeburg. Für hinnen zu helfen, die Flotplätzen an Aktivitäten zu entdecken, ginnet Zter 5 Regionaltouristebüroen. Mirch gehört dort zu der Region Zentrum Westen. An Büroen von dem ORT sind noch zu Mirch, direkt an der Entrée vom Schloss. Den ORT, den ass effektiv 2016 am Mai gegrünnt gin am Ministère vum Francine Klosner, die Initiativ do ergrapp hat, wo mir fréier als Gemengen effektiv vertruede waren an den ONT. Datcht du hast an eng Stëmm ze gut, die Plan ass an sech net so oder den Regionun ass net so vermittelt gin, wie Gemengen datrecht wollten. An du waren in der Gemenge an sech dann fir déi ënner Dz kréen. Ich muss so den Haut nach ganz stolz, dat man den ORT halt zu mir schon. Ich fand dat wichtig, weil mir das trotzdem den großen Ausgangspunkt sehr wird von öffentlichen Transport, von Visiten, kann ich von hier aus vieles erholen. An enger klenger Ekipp ugefangen, wir sind immer gewus an wir waren de Lachten vun 5 ORTen, die gegrünnt goufen. D'ORTen sie wirklich zuständig für alles, was den Tourist surplas ass. Dat gëtt den Office National du Tourisme, do mittlerweile gëtt den Luxemburg for Tourism genannt, dem Promotion am Ausland. An mir se wirklich dafür do, dass die Versprechen, die den LFT am Ausland mischt, dann ha surplas gehalten gin. Dat heißt, wir machen einerseits gucken wir dafür, dass ein Tourist alte Informationen kriegt, die er braucht. Wir schaffen Broschüren, wir den Internetseite, wir sind auf Social Media aktiv. Auf der anderen Seite gucken wir dann auch, dass genug Geburten ist, wenn ein Tourist dahin kommt. Wir organisieren Ideen, wir können eine Wanderwehr, wir können eine Velofair. Und wir bieten noch Formationen für Doktoren und dass wirklich alles eine gewisse Qualität hat.
Das war am Anfang die echt große Challenge von unserem ORT, weil am Anfang sind wir ja keine Region, die historisch geworden ist. Also Müllerdal, Eisleger sind einfach eine Region, die schon ewig geht, die schon ewig so zusammen geschafft haben. Und wo den ORT gegründet wurde, goufen am Anfang die Gemeinde rund um die Stadt an einem ORT regruppiert, die am Anfang noch nie zusammen an dem Kader geschafft haben. Die ist ORT gegründet unter dem Namen ORT Centre et Ouest. Aber es war direkt klar, dass wir natürlich nicht können, so Promotion am Ausland machen. Wir brauchen einen Namen, für uns draußen zu vermarkten. Und du mal halt den gemeinsamen Nenner an der Region gesicht, an der größte gemeinsame Nenner an dieser Region aus dem Namen Gutland. Und du vermarkten wir es unter dem Namen Visit Gutland. Am Punkt Hauptprojekt, an denen wir schaffen, sind Thema Velo erwandern, für eben als schöne Natur, die wir hier haben, die Leute zu weisen, an die Möglichkeit gehen, das zu Fuß oder per Velo zu entdecken. Ein weiteres großes Projekt ist eben die Revalorisation von der Vallée des Sept Châteaux. Vallée des Sept Châteaux ist ein Begriff, den manche Südfrankreich kennt, die viele Leute hinzieht. Und leider sind aber nicht viele Schlösser accessibel, und wir gucken, die mehr accessibel zu machen. Das Aktivtourismus alles wat Velo an Wanderen ass. Ech sind zu 75% iwwer Liederprojekt gestaltt. Das Liederprojekt nennt sech kurze Qualitätswanderwege, wo man an dem Kader Wanderwehr hier an der Region Gutland analyseieren an och nei opsetzen. An dem Projekt sind wir schon ein gutes Stück vorgekommen. Wir sind an der Pilotenphase, wo wir werden 3 Wanderwehr umsetzen. Das Wanderwehr nennen sich Gutland Trails. Das sind neue Wanderwehr an der Region, auf denen wir natürlich auch hilfreich sind, wo auch Gemeinde Mirsch für den ersten Gutland Trails wird kriegen. Am Bereich Velo sind wir am Gangen mit Pro Velo zusammen eine Tour rund um die Stadt auszuschaffen, wo wir immer mit der Madame Goldschmidt am engen Kontakt sind, für die Analyse rund um die Stadt zu machen, wie bestmöglich Gemenge rund um die Stadt kann man den verbannen. Also halt so, dass wir gucken, wann wir so Gutland Trails oder Wanderwehr neu absetzen, dass wir da direkt Analyse machen, wo laufen Veloswehr oder auch VTTs-Wehr. Das fällt auch an meinen Arbeitsbereich. Die 3 Wehr, die man analysiert, und da wird geguckt, okay, wie können wir die Wehr am besten verlieren, für dass sie sich am meisten kreuzen oder man nicht parallel verlaufen. Da appellieren wir natürlich einfach auch und die Mountainbiker wie auch und die Wanderer, dass ihnen sich gegenseitiger Respekt schenkt, weil nicht so können wir alle Guten zusammen an den Büscher wie auch bei der Veloswehr oder Wanderwehr NRW sind. Zweimal am Jahr bringen wir als Gutland Stories raus, das ist ein Gästemagazin, wo da die aktuellen Evenementen in der Region fand, wo wir auch Artikel schreiben über verschiedene Thematiken. Wir haben eine Broschüre, die als Guided Tours, die ihr auf Demande könnt reservieren, mit einem professionellen Guide, der bei seiner Ausbildung gemacht wird. Wir haben Veloskarten, eine allgemeine Karte über die Region. Eng iwwer Vallée des Sept Châteaux an noch als een kleine Pocket Guide 100 Things to do, von der all Attraktionen, die an der Region ginn, och Hoteller an noch Linke fir op Wandervelos gehen.
Diese Sommer in anderem Jahr wie auch Ressource sur demande können Leute bei uns Visitideen buchen. Das heißt, du gucken mir mit dem Klient, was will gerne hun. Wir können da ein Programm zusammenstellen anhand von den verschiedenen Visiten, die bei uns angeboten gehen. Das sind die dann sur demande. Das heißt, du entscheidet der Klient selber, wie viel Dauer, wie eine Visite und wie lange soll die dauern. Neben den Visitideen sur demande bieten wir aber auch Vakanzen, respektive wir kümmern uns die Organisation, die Koordination und auch die Promotion von diesen Vakanzenprogrammen. Du als Beispiel haben wir beispielsweise das Guided Summer Tours. Das heißt, während 7 Wochen will man gerne Visiten auf fixen Tage organisieren, wo wir als UIT verrefende Leute wenden. Das heißt, du sind 4 verschiedene Kategorien. Gutland by Day, das allgemein Visiten, die während dem Tag stattfinden, auch gerne mal interaktiv sind, wie beispielsweise in guidierten Velostour. In anderem haben wir aber auch Visiten auf römischen Sitten an der Region, wo die Leute weiter Informationen kriegen. Das nur für ein Beispiel zu nennen. Dann haben wir beispielsweise Gutland for Kids, diese stand im Moment und Familie mit Kannerich, wo auch die Visite mehr interaktiv gestaltet ist, ein kannerfreundlicher Spruch angewandt wird, für den Moment für großer Klang können gerecht sein. Dann haben wir noch Gutland by Night, wie der Nummer sieht, dass die Visiten, die oben stattfinden, da dann eigentlich spezielle Kader, weil natürlich Stimmfall die ganz anders ist wie am helllichten Tag. Auch da haben wir verschiedene thematische Visiten, die angeboten gehen. Dann haben wir noch Gutland Specials, wie die Nummer sieht, Specials für was, da so, dass Guided Summer Tours während 7 Wochen angeboten gehen und Gutland Specials, die fanden immer just ein Kehr statt. Das heißt, all die anderen wiederholen sich die 7 Wochen über und Gutland Specials, die Moment aber just ein Kehr und das hier als Freude des Obes. Allgemein, wie gesagt, den Hölle können wir ganz gerne. Das ist so, dass wir mit Ummeldung verfahren. Das heißt, sollte interessiert sind, um diesen Guided Summer Tours zu holen, könnte ich ganz gerne in anderem über entweder den Site bei uns www.visitgutland.lu ummelden oder aber über Telefon oder über Mail. Für uns hat die Pandemie natürlich eine spannende Zeit, weil natürlich alles zu all Zeit geändert wird. Die Rekommendationen für Visitideen, die wir organisiert haben, immer geändert. Dann haben wir natürlich probiert, als Akteuren immer Laufenden zu halten, was für sie wichtig ist. Weil natürlich so eine Hotelien, Restaurantsbetriebe, die eine ganz schwere Zeit haben zu tun, die haben wir auch Laufende gehalten, was geht und neuen Hilfsmesuren vom Staat zum Beispiel. Wo können sie Subsidien aufrufen, wie kriegen sie geholfen. Wir haben noch ganz viel letztes Jahr im Sommer investiert für zusätzliche Promotion zu machen. Gerade für die Lützeburger, die dann letztes Jahr mehr sein eigenes Land entdeckt hat, wie nach Fidrun, haben wir letztes Jahr ganz viele Aktionen lanciert, für ihnen die schönsten Plätze zu weisen, die sie am Gutland während der Pandemie konnten entdecken. Am Anfang war es doch so, dass 2 Personen angefangen haben mit Schaffen, an sich mit Projekten. Und in der Zwischenzeit haben wir schon 4 Personen fest schaffen. Natürlich kann ich mich da vorstellen, wir hatten sie an engem Portiers heise wie dat nennt fréier ha am Schloss hat man se ënnerbrucht, min dat effektiv och de Minister alles fir dats do geholle finanzéieren, ze renovieren. Leider Gottes fängt dat loch schon ze klein ze. Wir sind im Moment schon zu 4 Personen, an plus krin semmer Studenten, die nach Hëllefen die Projekte entwickeln, so dat man so mussssen als Evaluung ass am hun noch schon do me sinn a beim ganz gute Wee, wo se effektiv dann lo demnächst Remenker geplynnert gin. Entdeckt Gutlandregion am Herzen von Lützeburg während der Guided Summer Tours. Von Natur bis Geschichte, du Bannen oder du Bausen, für Schiedvereiner ist etwas dabei. Gutland for Kids, mit Visiten auf Kanner angepasst. Gutland by Night, mit Sonnenuntergang oder Fackelspaziergang. Und noch vieles mehr. Macht mit, Ummeldung auf visitgutland.lu. An Grattummer vun Aktivtourismus heieren, a mir bleiwen dann noch aktiv, an zwar gimmer bei en relativ neue Sportsverein vu Mirch, de Mirscher Turnverein. So just vir der Pandemie gegrünnt, hatten sie et net einfach, an Äwer hunn se net opginn, a mat ganz viel Ersatz, so gut et gangen ass weiter geschafft. An d Resultat vun der Erbicht, die konnte ich fir kurzem an der Sportzahl Kronebierg beim Clubchampionat gesinn.
moment haben wir Clubchampionat vom Meerscher Turnverein, der Tisch, wo an der Gruppe selber, wo die Mädchen gegen den Turnen an sich ein bisschen können müssen, wie den einen mit dem anderen eben da am Niveau ist. Die Neuen waren alle guten, die von 2015 waren da. Und die Direktoren, das sind die zwischen 6 und 9 Jahren. Und dann haben wir die Mitten, haben wir die ab 9 Jahren bis so alt wie sie wollen. Die Neuen haben sie Atelier gemacht, dadurch, dass sie mit klein sind, haben wir einfach geguckt, was sie alles können, was sie gelernt haben an der ganzen Saison. Und die Groß und auch die Nodebannen turnen, die haben am Anfang 4 Geräte, wo sie turnen, wo sie eben dann festgesetzt Übungen haben, aber wo sie dann mussten eben darauf das Ganze eben weiter. Den Club ist Ende 2019 am Anfang gegründet. Wir haben am Januar 2020 schon mal angefangen. Wie gewusst, war ich am März direkt fertig mit dem Training. Wir haben aber dann probiert, das Beste zu machen und haben dann über Zoom ein bisschen Training angeboten und dann eben noch, wo es wieder besser ging, haben wir draußen am Park trainiert, respektive beim Tennis und eben probiert, das Beste zu machen. Dann haben wir die neue Saison auch mit den Corona-Mesuren angefangen. Wir auch da. Wir haben eine kleine Gruppe gemacht, wir haben draußen trainiert, wir haben also alles gehalten oder probiert zu halten, wie wir konnten. Und ja, haben aber irgendwie bald eine ganze Saison konnten durchturnen. Vom Diedlinger Turnverein sind noch Just. Ich gehöre noch Just von meinem Club, vom Diedlinger Turnverein. Und jetzt sind wir heute für die Mädchen zu jugieren, für einfach zu gucken, wie von ihnen das Beste ist. Das hängt immer davon ab, wenn sie fallen, eine Hand am Boden setzen, das wird schon viel aufgezogen. Oft sind die dann nicht verstehen, schon da war Krit, ja, aber da war es nicht heiß, zu viel wackelig. Oder pegt awer lichte Boden, dat ass awer auch schon, do gët viel aufgezogen. Dat hängt immer davon auf, wie ein Element sie turnen. Kann er sie super eins gehen. Ich meine, das ist wie so der frische Verein. Das war schwer mit der Präsidentin geschwatzt und das kann er, die schon ziemlich gut Spannung. Soll so weiterführen, die sie schon im guten Weg, ne? Das ist nichts zu sagen. Also es gibt verschiedene Sorten von Turnen. Wir haben eben Gerätturnen, das heißt, wir haben einen auf der Putter turnen, das ist ein Schwebebalken auf Deutsch, so einen 9 cm breit und dann 4 Meter lang Balken. Und dann haben wir einen asymmetrischen Barren, diese Stufenbarren, wo sie können von einem Holm auf den anderen schwenken. Wir haben einen den Boden, wo sie am Boden Salto oder was wir sich weisen. Und dann haben wir einen den Sprung, wo sie mussten über so einen Sprung sprangen. Und das sind eben die 4 Sachen, die wir vom Turnen hier anbieten. Und dann haben wir aber auch nach dem Parcours, den wir anbieten, alles für uns Jungen ab 9 Jahren, Jungen am Mädchen ab 9 Jahren, eben für das wir pro Jungen noch kriegen. Wir haben bei uns wir just bis 6 Jahre Jungen, das heißt Butzen-Mix, wo wir die Jungen am Mädchen anbieten. Danach fängt es alles ein bisschen mehr spezifisch zu gehen. Am Moment haben wir keinen Trainer für das heißt, am Anfang gibt es Jungen am Mädchen Turnen. Auch viel halt zu Lützeburg, aber am Moment haben wir noch keine Sektion, keine junge Sektion. Dafür bieten wir aber dann Parcours an ab 9 Jahren.
wir bald 150 Membern, aktiv Membern, lo mat den Trainer dabei. Dat ist abgedeelt op Putzen, Mini-Präparation, Mini A, Mini B, Junior A, Junior B an als Senior. An dann de Parcours, dat heißt op 8 Gruppen ungefähr. Wir haben meines Wissens nach meinem Hall, wie viel das man so werden haben, weiß ich nicht. Ja, effektiv, das Problem ist natürlich, dass wir viele Geräte haben, die müssen innergestellt gehen. Dass nicht alle Hall da die Platz hat, für die Geräte innerzustellen. Und dann mit 150 Membern, so viele Gruppen, wir müssen die können aber 2, 3 Mal die Woche beschäftigen können. Und effektiv, das ist ziemlich schwer am Moment für irgendetwas anständig zu organisieren, wie das wir auch noch nicht wissen, wie es im September weitergeht. Wir wünschen dem Mierscher Tonverein dann noch weiterhin viel Erfolg a für Sie, die anderen Vereine an uns alle guten eurem normal Zeiten. Der Mierscher Football, den FC Mariska, den organisiert dann lo demnächst auch ein Cup, und zwar den 5., 6. an den 8. August als Cup Jos Bukari. Viele von euch kennen den Jos bestimmt. Er ist ja letztes Jahr leider viel zu früh an unerwartet gestorben. Der Jos hat eine ganz lange Beziehung zum FC Mariska. Zter seg Jungen fir rund 25 Jahre an der Jugend gespielt hunn. De Jos war dann noch als treie Supporter vun der eischter Ekipp ball all sondech beim Terrain ze gesinn. Wir invitieren ech also a Gedenken und de Jos Bukari op des Cup den 5., 6. an den 8. August. Mirsch TV gesiet fir nächstlo den 31. August, den 15. August mamer jo immer eng Klengpaus. Wir wünschen euch nach weiterhin e flotte Summer, genießt es, lasst euch gut gehen, bleibt für allem gesunder munter, und das so nicht natürlich wie immer. Vielmals merci für das Nachgucken an, bis geschwind.